Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecraft. Wir befinden uns ja wieder mal in unserem Hütchen drinnen. Und zwar haben wir ja in der letzten Folge da unsere Felder ein bisschen anders gestaltet. Und unser Lager hier oben mal ein bisschen beschriftet, damit wir da einfach mal wieder ein bisschen besseren Überblick haben, wie was wo was ist. Bin ich auch ziemlich froh drum, weil ich glaube, ich hätte jetzt nämlich langsam schon vergessen, aber jetzt weiss ich wenigstens, dass wir da Holz, Stein und so weiter haben. Das Ziel in dieser Folge wird sein, und zwar, dass wir eine Brücke Richtung der Villager bauen und sie komplett ausräumen. Und jetzt gerade momentan bin ich ziemlich froh, dass ich das an ein Überdächchen gemacht habe, weil jetzt kann ich da wunderschön, nämlich im Regen, überdacht stehen und muss nicht unbedingt nass werden. Oh, wo bin ich? Ah, da bin ich. Dass wir den Villager würden eine Brücke bauen und würden dort sie ausräumen. Das wäre so das, was ich eigentlich die Folge vorhätte. Ich persönlich würde aber mal sagen, es ist schon wieder Abend, darum gönnen wir uns ein Nickerchen. So, guten Morgen. Es regnet zwar immer noch. Hallo? Es regnet zwar immer noch, aber nein, jetzt hat es gerade aufgehört. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, wir tun jetzt zuerst mal frühstücken. Ein richtig gutes Brötchen mit Nutella drauf oder was auch immer. Lassen unsere Felder eigentlich so weit mal weitermachen und überlegen uns jetzt, wie wir wollen die Brücke aufbauen. Wir haben ja momentan, glaube ich, alles plus minus verräumt. Dadurch können wir sogar einmal ein Brot machen, was noch ziemlich nützlich wäre. Dass wir gerade einmal schon ein Brot im Inventar haben. Und dann müssten wir uns eben überlegen, aus welchem Material wir würden eine Brücke bauen. Die Frage ist, ob ich die jetzt einfach aus Bruchstein mache. Oder ob ich die aus Stein mache und Stein zu etwas anderes verarbeiten würde. Jetzt schaue ich aber zuerst mal anschauen, was wir daraus alles könnten machen. Das haben wir ja schon ein paar wenige. Also wir könnten zum Beispiel jetzt einfach schon so Steinziegel machen und außerhalb eine Steinziegelmauer bauen. Was noch recht elegant könnte aussehen. Oder wir machen es dann einfach komplett aus Bachstein, also Bruchstein. Das ist aber jetzt wirklich eine gute Frage. Ich bin mir das jetzt gerade am überlegen, weil dann müssten wir nämlich unbedingt noch mal ein paar Steine offen reinrühren, also ein paar Bruchsteine. Oder dass wir wir schauen uns mal die Situation von näher an. Wir schauen uns die Situation mal von näher an, was wir davon halten. Die kann ich immer noch nicht wegnehmen, für das braucht es Gras. So, dann gehen wir uns das mal anschauen. Also da geradeaus durch, da würde dann der Weg kommen. Also eigentlich kann ich den ja da schon mal lang ziehen. Eigentlich kann ich den ja da schon mal lang ziehen. So, das war 1-2. Das war 1-2. Muss ich jetzt schnell abbauen, haben wieder neu anpflanzen, damit das wieder wunderschön mit Gras kommt. Und zwar so. Gut. Dann bauen wir uns jetzt zuerst mal einfach einen Weg da an, dass wir uns ein Bild machen, wie das in etwa sollte aussehen. Also die Frage ist, ob man es jetzt wirklich genau einfach geradeaus durchbaut oder ob man da sogar noch ein bisschen schief kommt. Ich würde aber sagen, ich mache jetzt zuerst mal einfach schnell all diese Sachen weg, dass es nicht so verwidert aussieht. So, und dann würde ich eigentlich sagen, ich würde fast schon lieber, jetzt muss ich mal schauen, wenn ich den Knick da rein bekomme in den Weg rein, damit das einigermaßen gut aussieht. Etwa so. Und dann immer so. Etwa so, hä? Okay, und etwa da würde ich dann sagen, könnte man die Brücke bauen, weil dann würde es auch so mega schön geradeaus aussehen. Oder dann würden wir wirklich gerade einmal geradeaus drüber bauen. Und ich glaube, auch vom Weg her sieht das jetzt noch einigermaßen gut aus, mit diesen Zacken drin. Sieht eigentlich noch gut aus. So, dann haben wir da nämlich unseren eigenen Weg, richtig zum Villagerdorf. Und jetzt ist die Frage, wie bauen wir über? Bauen wir einfach mit Bruchstein, bauen wir mit Ziegelstein und mit Mauern, oder? Also es ist eine rechte Strecke, also wir werden wirklich sehr viel Materialien brauchen. Also es könnte ja sein, dass wir dann wirklich von der Bruchstein her wirklich sehr wenig haben. Komm, dich baue ich ab, weil dann können wir sie nämlich gerade so anschliessend da dran machen. Und die Frage ist auch, ob ich sie dann wirklich 2 breit mache oder sogar 3 breit, 4 breit. Aber ich würde sagen, wir würden sie sonst gerade anschliessend zu dem da machen. Also zu unserem Weg würden wir jetzt anschliessend eigentlich eine Brücke gegenüber bauen. Und ich denke, wir machen sie mal aus Bruchstein, und zwar einfach aus dem Grund da hinten, dass da hinten der Villager das ja auch aus Bruchstein gemacht hat und das würde dann so plus minus gut aussehen. So, ja, also ich würde jetzt mal behaupten, das würde nicht mal so schlecht aussehen. Ich kann mir überlegen, ob ich das Zeug da unten dran einfach alles schon ein bisschen wegnehmen. Soll ich das machen? Meine Schaufel.
dass ich da vielleicht einfach 1, 2 Streifen wegnehme. Genau diesen Streifen da zum Beispiel auch noch schon wegnehmen. So, dass es aber noch einigermaßen natürlich aussieht. So. Und dann würden wir eigentlich ab da unsere Brücke anfangen bauen. So eine Brücke gegenüber. Sieht das gut aus? Wie sieht es denn da innen aus? Gehen wir mal rüber. Weil die haben ja, glaube ich, auch schon einen Weg gebaut hier im Villager Dorf. So wie wir das jetzt gerade gemacht haben. Und da hat sie gerade anschliessend eigentlich einen Weg. Also, Weg. Da hätte jetzt wirklich ein bisschen besser schauen können. Schaffen da. Machen wir das nochmal ganz kurz schnell ein bisschen sauberer, damit das gut aussieht nachher. So, ne? Der Busch ist im Weg. So, da könnten wir dann sowieso schauen, ob wir da einfach irgendwo noch Holzstufen oder so machen. Weil wir schauen natürlich, dass wenn wir da uns mit dem Villager Dorf verbinden, dass die natürlich auch einigermaßen gut aussehend sind, oder? So, ne? Momentan habe ich noch gar keine Villager getroffen, sind die alle eigentlich schon wieder ausgestorben, oder? Zack, jetzt tun wir da wirklich überall schon alles ein bisschen schöner machen. Gut, das könnten wir eigentlich auch auf später verschieben. Wenn wir dann ins Villagerdorf gehen, ausräumen. Aber wieso finde ich da keine Villager? Sind die alle am Schlafen? Hallo? Hä? Ist ja richtig ausgestorben. Habe ich etwas verpasst? Hätte ich früher Heu sagen können? Habe ich sie zu früh ausgeräumt? Wow! Ja, moin! Aber ich würde sagen, das lassen wir alles mal da drinnen. Wir gehen wirklich das Villagerdorf später erkunden. Wir haben jetzt mal einen Teil vom Weg wieder super gemacht. Den Rest können wir ja dann immer noch machen. Jetzt ist aber die Frage, wo sind all die Villager an? Okay. Speziell, speziell. So. Dann sieht das nämlich ein bisschen besser aus. Da können wir dann am Weg machen. Da machen wir dann einfach 3 Holztreppen noch an oder irgendetwas in die Richtung. Und dann würde ich eigentlich sagen, das würde noch ziemlich cool aussehen, weil dann würde unsere Brücke etwa auf dieser Linie hier ankommen. Da könnten wir ja dann zum Beispiel nochmal ein Stückchen Erde machen und dann gehen wir uns nachher mal ausrüsten und versuchen mal eine schöne Brücke zu machen. Dann versuchen wir das mal. Ich würde sagen, wir machen es aus Bruchstein und zwar einfach aus einem einfachen Grund. Es braucht recht viel Materialien. Ist das der eine, der da? Was ist das? Neues Rezept? Was ist denn das? Tintenbeutel. Ah, das ist von diesen Tintenfisch da. Alles klar, also von denen komme ich Tintenbeutel über. Aber was ich mit Tintenbeutel anfangen soll, weiss ich ehrlich gesagt auch nicht. Also wenn ihr da eine Idee hättet, ihr wisst es, einfach liebend gerne in die Kommentare, damit ich auch rauskomme, was da gerade vor sich geht. Dann würde ich mal sagen, dann fangen wir uns an, da an Bruchstein mitzunehmen. Und ich gehe davon aus, dass wir wirklich noch einige brauchen. Dann ist einfach die Frage, das mit den Stein, also mit der Stein würde einfach gut aussehen, nur schon wegen dem, ich muss mal schauen, ob ich das auch mit Bruchstein machen kann. Es würde einfach gut aussehen wegen der Umrandung, wie sagt man dem? Wegen dem da, Bruchsteinmauer, aber das können wir auch mit dem machen. Dann würde ich sagen, schnappen wir uns sonst gerade mal 24 von denen. Und den Rest machen wir dann einfach mit Bruchstein. Wir brauchen ja nicht, gut, wir könnten auch einfach Bruchsteinstufen nehmen, dann bräuchten wir wahrscheinlich sogar weniger. Wir würden nämlich aus 3 Bruchstein 6 von denen bekommen. Oder wir würden sie direkt aus Bruchstein machen, das ist jetzt eine gute Frage. Mit dem würde es einfach ein bisschen dünner aussehen, also es würde nicht so voluminös aussehen. Also ich glaube, es sieht sogar ein bisschen scheiter aus, wenn wir das würden nehmen. Nein, komm, wir lassen es so. Wir lassen es so. Dann versuchen wir das mal. Ob ich da irgendetwas Gutes anbekomme. Und da frage ich mich immer noch, kann ich das nicht automatisieren? Ob ich die irgendwie automatisieren kann, die Türen. Weil es ist ein bisschen mühsam, immer so aus und ab. Es wäre mega cool, wenn das so wie bei unserem Eingang wäre. Dass wir dann einfach könnten irgendwie drüber gehen. Und jetzt bin ich sowieso gerade am Überlegen, ob wir trotzdem irgendwie von da, weil das sieht irgendwie so komisch aus. Nein, komm, wir lassen es mal so. Wir lassen es mal so. So, dann brauchen wir den Bruchstein. Höchstwahrscheinlich haben wir dann nachher wieder recht wenig davon, dann müssen wir sogar wieder farmen. Und jetzt ist halt die Frage, wie breit mache ich das Ganze? Ich will es jetzt mal irgendwie so machen, dass wir die Brücke vielleicht sogar wirklich nur 2 breit machen. Also eigentlich jetzt müssen wir sie 4 breit machen, damit wir im Nachhinein könnten die da drauf tun. Und dann so entlang ziehen. Sieht das echt denn gut aus, oder ist das ein bisschen... Ja, wir müssen es probieren, sonst muss ich es dann nochmal abbauen. Ich ziehe da mal eine Linie, ich glaube das geht am schnellsten.
Sehen wir auch gerade, wie viel ich brauche. Sohle. Ja, so. Bin mir ziemlich unsicher, ob das wirklich gut kommt, was ich da gerade am Probieren bin. Aber wir machen es jetzt einfach einmal. Abbauen kann man immer noch. So, come on. Ich gehe davon aus, dass wir sogar wirklich zu wenig Bruchsteine haben, um das zu machen. Sohle. Dann haben wir da schon mal eine Verbindung gemacht. Also wenn ihr eine andere Idee hättet, wenn ich die Brücke bauen soll, dann würden wir das natürlich auch liebend gerne in die Kommentare hineinschreiben. Wenn ihr sagt, ihr wisst da eine bessere Lösung, als das, was ich da gerade probiere. Ich weiss gar nicht, ob ich den... Kann ich den in der Luft verbinden? Ah, da könnte ich sogar eigentlich so verbinden in der Luft draussen. Aber das sieht ein bisschen dumm aus, oder? Das sieht dann eigentlich ein bisschen dumm aus. Wir machen einfach mal weiter so. So, wir verbinden einfach mal alles. Eben, abbauen können wir immer noch. Wenn wir sagen, hey nein, es sieht einfach nicht gut aus, können wir das immer noch abbauen. Mal. So. Und jetzt verbinde ich da einfach mal auf einer Seite. Jetzt schauen wir einfach mal, wie das von einer Seite aus aussieht. Cool wäre halt, wenn wir irgendwie sowieso einen kleinen Bogen hätten können in die Brücke machen. Sowieso ein bisschen gegen Ufe, so eine Runde gegen Ufe. Aber ich glaube, das wäre ziemlich schwierig irgendwie anzubekommen. So. Also eigentlich könnte es noch gut aussehen. Es könnte noch gut aussehen, was wir da probieren. Es sieht einfach so... Ja. 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 Ich glaube, man weiss, was ich meine. Vielleicht hätten wir es doch einfach noch eins in die Luft bauen, zum Beispiel. Das ist jetzt wirklich eine gute Frage. Also wir essen zuerst mal sicher etwas Kleines wieder. Dann müsste dann sowieso noch ein bisschen Erde rankommen. Du bist im Weg. Kommt das gut? Also soll ich es so aufbauen oder soll ich es wirklich noch mal ein bisschen abändern? Ich würde sagen, ich überlege mir das mal ganz kurz. Wir können in der Zwischenzeit mal ganz kurz schnell ein Nickerchen machen. Und dann überlege ich mir weiter. Vielleicht sieht, wenn wir jetzt mal geschlafen sind, jetzt sind wir ein bisschen müde. Wir brauchen jetzt einfach kurz eine kleine Pause. Vielleicht sieht das morgen dann auch schon wieder völlig anders aus. Und viel besser, als ich das erwarten soll. Also, gute Nacht. Oh, guten Morgen. Ach, ist es schon wieder so weit? Gehen wir scheffeln zu unserer atemberaubenden, komischen Brücke da vorne? Nein, das könnte man wirklich ein bisschen anders gestalten. Ich war sogar wirklich am Überlegen, ob jetzt die halben Steine besser gewesen wären als die dicken. Also die kompletten Steine. Weil die halben Steine würden ja dann so einigermaßen über dem Wasser noch schwimmen, über dem Wasser noch sein, was noch cool wäre. Das ist ja, komm, wir probieren das mal. Das heisst, wir bauen jetzt alles nochmal ab. Aber probieren geht natürlich überstudieren. Ich muss einfach schauen, dass ich da wirklich alles wieder einsammle. Es wäre nämlich ziemlich schade, wenn wir da unseren Bruchstein für nichts verschwenden. Und von diesen Mauern brauche ich dann sowieso, glaube ich, wahrscheinlich dann nochmal ein paar mehr. So, ne? Wie baue ich das jetzt am besten ab? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem da an. Soll ich es im Wasser drinnen abbauen? Ich weiß gar nicht, ob das auch langsamer geht, nur schon weil ich im Wasser drinnen stehe. Das ist halt noch ein bisschen das Problem. Ach Mann. Vielleicht muss ich probieren mal mit... Hallo? Kommst du raus? Kommst du raus? Das muss ich halt wirklich am Schluss schnell dann einmal durchschwimmen. Einfach. Ich glaube ja nicht, dass uns die Tintenfische da würden angreifen. Aber probieren müssen wir. Also schauen, dass wir dann wirklich alles einsammeln. Aber ich glaube, das schwimmt ja an der Oberfläche. Ja, das schwimmt an der Oberfläche. Dann müssen wir nachher einfach ganz kurz schnell einmal durchschwimmen. Dann sollte das eigentlich gut funktionieren. Dann sollte doch das eigentlich gut funktionieren. Wir sind Bob der Meister. Jo, wir schaffen das. Bob der Meister. Können wir das schaffen? So, jetzt bauen wir nochmal ganz kurz schnell unsere komplette Brücke ab. Und dann probieren wir das mal mit der halben Scheibe. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir es wirklich mit den Steinen probieren. Wir haben ja mega viele Steine schon zusammen, also über dem 56er Stack. Und ich bin jetzt schon die ganze Zeit am Überlegen, ob wir es doch aus dem probieren. Einfach weil es ein bisschen schöner aussieht als einfach so ein Bruchstein. Aber ich weiss gar nicht, ob es von den Steinen auch eine halbe gibt. Das müssten wir noch mal ganz kurz dann schnell anschauen gehen. So, komm, ich schwimme jetzt da einmal schnell durch, dass ich da kann
alles einsammeln. So. Come on. Jetzt können wir noch ein bisschen mit den Fischchen schwimmen. Ist doch einmal etwas anderes. So, ich hoffe, das war eine gute Idee gewesen, wenn ich es jetzt abgebaut habe, dass da jetzt irgendwelche Steine verschwinden. Das wäre so mühsam. Muss ich glaube ich wirklich noch schnell runterschauen, ob da irgendwo unten dran noch irgendetwas rumschwimmt. Aber es sieht nicht danach aus. Okay. Das heisst, wir haben einfach mal alles beieinander. Let's go. So, können wir da stehen? Weil hoch sind wir da nicht. Okay. Dann können wir das schnell da so abbauen. So. Eine Überlegung wäre zum Beispiel auch Zuckerrohr gewesen. Fällt mir gerade so ein, dass wir da mit Zuckerrohr den Brücke drüber bauen. Dann würden wir wie so 2 Streifen unten und dann ein Geländer nebendran aufbauen. Aber ich glaube, mit Zuckerrohr wäre das jetzt auf gewisse Art und Weise ein bisschen nicht so der Wahnsinn. Darum würde ich sagen, entweder mit Stein oder mit Bruchstein, aber jetzt in halben. Jetzt müssten wir nochmal ganz kurz schauen, habe ich den Stein noch mit dabei? Nein, den habe ich verräumt schon. Müssten wir mal ganz kurz schauen, ob wir mit den Stein auch halbe Stufen anbekommen. Das würde, also so halbe Teile, das würde mir noch grausam, doch, das würden wir auch anbekommen. Und das könnte sogar wirklich noch gut aussehen. Also die da, Steinziegelstufen, das könnte wirklich sogar gut aussehen, muss ich sagen. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir das so machen. Ich glaube, wir machen das auch so. Ich rühre so darum das da mal noch so rein. Dann können wir nämlich den Bruchstein auch ein bisschen aufbehalten. Und das, dass wir sowieso die halben nehmen, also dass wir jetzt halbe Stufen machen, denke ich, sollte das eigentlich noch gut aussehen. Sollte das eigentlich noch gut aussehen. So, wir tun jetzt das erste Mal. Also was ich jetzt sicher machen ist, ich werde jetzt probieren noch mit Stegen eins höher zu machen. Das heisst, dass ich am Anfang von der Brücke eins höher gehe und dort den Weg durchziehe. Das heisst, wir brauchen Steinziegelmauern, wir brauchen Steinziegelstegen. Dann brauche ich 3 Stück. Gerade für den Anfang. Und den Rest würde ich jetzt mal sagen, machen wir jetzt einfach einmal in so dritt. Ich denke, wahrscheinlich haben wir sogar wirklich fast genug. So etwa. Und dann machen wir da gerade nochmal ein paar Mauern. So, und dann können wir ja schon mal ausprobieren, ob das gut kommt. Und ich glaube, auch mit dem Stein wird es einigermaßen schöner aussehen. Ich glaube, mit dem Stein wird das alles dann einigermaßen schöner aussehen. Aber wir probieren das jetzt mal aus und ob das mit den Stegen, die ich jetzt hier probieren, auch eine gute Idee wäre oder nicht. Für das bräuchte ich glaube aber jetzt zuerst so einen. Nein, ich glaube, das kommt nicht gut, was ich da vorhabe mit den Stegen. Ich glaube, dann müsste ich das irgendwie, dass die Stege gerade hier verbunden wäre. Oder dass ich irgendwie sage, die kann ich ja so oben dran bauen. Dass ich irgendwie so mache. Und dann... Nein, jetzt wäre es aber verkehrt drum. Genau andersrum. Genau andersrum, für das muss ich aber glaube ich von oben runter schauen. Falsche Taste. Ich kann nicht rennen. Ich brauche da meine allzu beliebte Shift-Taste. Jetzt ist es wieder umgekehrt. Wieso? Kann man die gar nicht andersrum machen? Also so geht es nicht. Und andersrum kann ich es gar nicht machen. Okay, das ist wirklich gut zu wissen. Das ist noch gut zu wissen. Aber ich glaube, mit diesen Steinen kommt das im Allgemeinen einfach ein bisschen schöner. Jetzt habe ich aber eigentlich gehofft, dass ich wie so eine Art Stege ein bisschen gegen aufbauen kann. Aber was ich gerade überlegen bin, ist, ob das so könnte klappen, wenn ich die da unten an tue. Nein, dann hat es so wie so eine Lücke zwischendrin. Aber das würde mich irgendwie stören, wenn es da eben das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus so. Ich habe eben gehofft, dass wir irgendwie eins in die Höhe kommen mit diesen Stegen. Darum habe ich jetzt auch nicht allzu viel gemacht. Einfach mal 13 ein bisschen ausprobieren. So wäre es halt einfach... Nein. Nein. Das können wir nicht durchgehen lassen. Dass ich mit denen einfach eins in die Höhe gehe. Und wenn ich mit denen in die Höhe gehen würde, würde ich wie so eine Stufe drin wollen haben. Oder wir bauen sie wirklich einfach knallhart einfach so da an. Einfach knallhart so da an. Und jetzt würden ja die da drauf kommen, um den Weg zu ziehen. Ich glaube, das kommt schon gut. Wir probieren es mal so.
So, die erste Linie mache ich jetzt mal schnell so. Die restlichen Linien sind dann auch leichter zu machen. Zack, zack. So, oder? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir die Brücke in meinem Kopf schöner vorgestellt, dass ich die ein bisschen schöner anbekomme. Eben damit in die Höhe ein bisschen und so. Aber ich glaube, so wie wir uns jetzt gerade entscheiden, ist das ein angenehmer, guter Weg. Schade ist eben, dass ich sie nicht auch ein bisschen in die Höhe machen kann, dass ich eben nicht da Stufen rein machen konnte, um sie ein bisschen in die Höhe zu ziehen. Weil ja. Was soll's, würde ich jetzt mal sagen. Was soll's, wir probieren es mal aus. Abbauen können wir immer noch. So, die Shift-Taste. Ich liebe sie einfach. Ich gehe nicht runter, ich kann in Ruhe bauen. Einfach einwandfrei. So, und ich glaube auch, jetzt ehrlich gesagt, der Stein sieht besser aus. Und durch das, dass es jetzt halt nur ein halber Stein ist, sieht es wirklich aus, als wären wir über dem Wasser. Was eigentlich viel cooler ist, als anstatt der komplette Block, den wir haben wollen machen. So, dann ziehen wir da noch schon durch. Um unsere Mauer zu ziehen. Also wir brauchen wahrscheinlich dann noch ein paar Platten. Ich muss dann mal noch schnell ausrechnen, wie viel. Wir haben jetzt noch 17 Stück. Ich glaube, die langen nicht bis über. Aber wenn wir jetzt die noch ziehen, dann wissen wir wenigstens, wie viel noch fehlen. Dann müssen wir nicht allzu viel machen. Aber wir haben recht an Stein gespart, würde ich jetzt mal behaupten. Nur schon durch das, dass wir jetzt halbe Stufen nehmen und nicht komplette. Also halbe Blöcke. Jetzt würden uns noch fehlen 1, 2, 3, 4. 4 ist ja noch völlig im Rahmen rein. Ich würde jetzt mal sagen, wir ziehen jetzt hier einfach mal noch schnell die Mauer. Dass wir da nicht runterfallen. Cool wäre, wenn es halt wirklich nicht jetzt durchgezogen wäre, sondern ab und zu immer wieder so ein Feld würde frei bleiben. So. Ich muss sagen, es kommt gut. Also es kommt gut. Ich finde es jetzt nicht schlimm. Es ist jetzt nicht gerade das Schönste vom Schönsten, aber ich finde es auch nicht schlimm. Und ich würde sagen, das sieht eigentlich noch cool aus, wenn wir dann da auch noch unsere Mauer gezogen haben, haben wir da wirklich so einen kleinen Weg über zu den Villager. Also ich bin momentan zufrieden. Ich würde sagen, wir könnten die auch so stehen lassen. Dann haben wir da schon mal etwas Neues gebaut. Eine Brücke. Ja, ich habe es versucht. Ich würde sagen, ich habe es versucht. So, dann ist nämlich der nächste Stein schon wieder ready. Dann sollte der nächste Stein, genau, dann haben wir da schon wieder ready. Wir brauchen noch 4 von denen, das heisst so. Und den Rest bräuchten wir wahrscheinlich in Mooren. Ich glaube 27 sollten lange. 27 sollten lange. Ich glaube, machen wir jetzt auch noch ganz kurz schon fertig. Und dann würden wir nämlich beim nächsten Mal schauen, dass wir die Villager ausräumen. Und überlegen, wo wir denn etwas Neues anbauen. Wenn ihr eine Idee hättet oder würdet gerne zuerst etwas sehen, also ich würde wahrscheinlich jetzt mal bald eine Hühnchenfarm oder einen Stall bauen für Kühe. Wenn ihr sagt, ihr würdet gerne zuerst mal etwas sehen, so meine traumhafte Baukünste. Nein, also wenn ihr würdet meine traumhafte Baukünste, also ich glaube, man weiss, dass es ein Joke ist, also ich bin jetzt wirklich nicht gerade der beste Bauer, aber ich glaube, das sieht schon wirklich einigermaßen gut aus. Ich glaube viel besser, als wenn wir es im Bruchstein gemacht hätten. Da kommen wir dann wunderschön auf den Weg da. Da könnten wir dann noch schauen, dass wir da noch irgendwelche Lampen anmachen. Aber für das müsst ihr dann mal unbedingt noch netter bauen. Dass wir dann mal in die Hülle könnten, um die Glowstone heissen die, glaube ich, könnten holen, damit wir dann da auch schöne Ampeln machen. Also schöne Wegbeleuchtung. Aber ich glaube, so sollten wir mal einigermaßen zufrieden sein. Auch viel besser als im Dings. Jetzt könnte man natürlich, wenn wir noch ganz elegant sind, da unten noch sowieso Stützen anmachen, dass es von der Seite aussieht, als wäre es wirklich eine Brücke. Aber ich denke, so können wir das mal schon stehen lassen. Aber wenn ihr eine Idee hättet, was ich so als nächstes traumhaftes bauen, also entweder eine Hühnchenfarm zum Beispiel, eine Pferdehof, wir könnten eine Rinderfarm machen, wir könnten eine Schöfli-Farm bauen, dann könnt ihr mir das doch liebend gerne in die Kommentare hineinschreiben, was ihr gerne als nächstes sehen würdet. Ich persönlich würde sagen, wir haben jetzt mal unsere Brücke irgendwie provisorisch, also nein, wir werden sie wahrscheinlich auch so stehen lassen, zusammengebastelt. Darum würde ich sagen, ich danke noch vielmals fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in dem Fall in der nächsten Folge, wenn es wieder heisst, eine Runde Minecraft mit einem Schweizer. Danke vielmals und ciao.